Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Oder wie andere sagen, das Video der Schande. Aber scheiß war's drauf, Leute. Es ist Derby-Time und das am 4. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Bevor wir zu dem Spiel kommen, möchten wir kurz nochmal zurückblicken auf die Mitgliederversammlung. Und das kann doch nur heißen, herzlichen Glückwunsch an den neuen Vorstand. 80%, fast 80%. Sehr, sehr geil. Ne? Also das Video der Schande. Das hat auf gar keinen Fall geschadet. Ne? Ich würde sagen, ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir haben ein paar wichtige Themen ansprechen können, auf die nicht so ganz bierernste Art, die uns zu eigen ist. Ja? Und vor allen Dingen ist uns eins gelungen, wir haben es geschafft, dass die Heckenschützen ihre Masken haben fallen lassen. Ja? Das stimmt. Und was waren da für Drecksschleudern unterwegs? Also man kann es wirklich nicht anders sagen. Ne? Und mittendrin im Auge des Orkans unsere Pressekonferenz. Es wurden schon so ein paar Zitate aus dem Zusammenhang gerissen. Da wurden Sachen, die wir gesagt haben, dem Vorstand in den Mund gelegt. Das war wirklich eine so destruktive Kampagne, die nur darauf ausgerichtet war, den neuen Leuten zu schaden. Das ging definitiv zu weit, Leute. Absolut, das war ganz schrecklich. Aber eine Sache ist positiv da hängen geblieben, möchte ich sagen. Wir sind jetzt Ultras, ja? Und als Ultras haben wir den FC im Griff. Ja? Ist das nicht geil, ey? So, deswegen haben wir sofort eine Ultra-Edition bei uns in den Fanshop gestellt. Ja, logisch, ne? Alles, was der Ultra so braucht. Ultra-Equipment, wobei die Frage sich ja stellt, was ist das überhaupt? Ein Ultra, was soll das? Ja? Also, ich sag mal, wir kennen zum Beispiel Ultras oder sagen wir mal Hardcore-Fans, die jeden Morgen liebevoll mit ihrem Hund Gassi gehen. Und die brauchen dann sowas, würde ich sagen. Ne? So ein Ultra-Hunde-Vermummungslätzchen. Ja, wir kennen aber auch noch so ein paar richtig harte Knochen, die sich rührend um ihr Baby kümmern. Ultra-Equipment für Ultra-Mami und Ultra-Papi. Ja, das Ultra-Lätzchen. Das sieht super aus, ich würde sagen. Es gibt sogar Ultras, ja, die ausrasten, wenn es Bierkränze auf dem Tisch gibt. Ja? Ja. Und für die gibt's den Ultra-Bier-Untersetzer. Ja, und für all die Leute, die langsam eine Gähnattacke kriegen, weil sie es wirklich nicht mehr hören können, wenn wieder einer über die Ultras redet und dabei alle in einen Topf wirft. Für die Leute haben wir das Ultra-Ruhekissen. Und im Notfall kann man damit auch werfen. Ja. Juhu! Also manchmal möchte man das auch. Das muss man schon sagen. Ne? Also klar ist doch, wenn einer über die Ultras spricht, ja, dann hat der nichts Gutes im Sinn, der will spalten. Der will sagen, wir hier und ihr da. Leute, lasst uns mit diesem Quatsch bitte aufhören. Ja? Das sind FC-Fans wie ich und du, Ultras wie ich und du. Ja. Und damit sind wir wieder beim Wesentlichen. Spaß am Fußball. Und Leute, wie geil ist es, dass wir endlich wieder unser Derby haben gegen die Gladbacher. 1,5 Jahre oder wie lange ist es jetzt her? Und wie gut fühlt es sich an, jetzt mit einer richtig geilen Truppe gegen die Gladbacher zu spielen. Denn man konnte ja schon sehen, was die Jungs drauf haben. Und da muss man unserem Scouting wirklich mal ein Kompliment machen. Ich weiß nicht, wer die Jungs ausgebuddelt hat, wer sie entdeckt hat, aber es war ein richtig geiler Job. Richtig geiler Job. Man muss sagen, die Gladbacher haben auch keine so schlechte Truppe da am Start. Aber eine Sache fehlt mir. Und das ist die klassische Gladbach-Hassfigur. Die hatten wir eigentlich immer. Ne? Wir hatten immer irgendeinen Marco Marin, der richtig scheiße gespielt hat, ja, fast 90 Minuten lang. Und in der letzten Sekunde ist er über seinen Schnürsenkel gestolpert im 16er und hat einen Elfmeter bekommen. Und das
zuverlässig. Ja, und die gab es ja immer wieder, solche Jungs. Ja, Denk da mal, gibt's viele. Ari van Lent, Martin Dahlin, Peter Winhoff. Also in allen Jahrgängen gab es Leute, die immer gegen uns getroffen haben. Und diesmal weiß man gar nicht, vor wem man eigentlich Schiss haben soll. Ja, es hat sich noch etwas geändert. Und zwar war das früher ja wirklich so ein richtiges Nur gegeneinander. Heutzutage muss man sagen, sind ja unsere eigentlichen Feinde, wenn man das mal so martialisch ausdrücken darf, ja, sind ja die Plastikvereine. Ja, das sind ja diese Konstrukte. Also da kriegt man ja Plack. Ne? Und das Derby ist im Prinzip fast was Nostalgisches, ja, es ist schön, es ist die reine Rivalität, es ist Fußball, so wie Fußball eigentlich sein sollte. Und da kommt ein bisschen Nostalgie auch auf, das muss ich schon sagen, krieg ich Gänsehaut. Das stimmt. Und trotzdem wollen wir das Spiel natürlich gewinnen, auf jeden Fall. Und noch eine Botschaft an unsere Jungs. Es war wirklich nie so einfach, sich in Köln wirklich zur Legende zu machen. Und wenn ihr das schafft, wenn ihr jetzt die Gladbacher abschießt, dann werdet ihr zu Legenden, gewinnt einfach das Derby. So ganz einfach, ne? Da ist so. Gut. Wir kommen zum Motto und das Motto spannt den Bogen zwischen den beiden großen wichtigen Themen. Ist eigentlich logisch, was da draufstehen muss. Ne? Vorstand, fix. Fohlen fertig. Fix und fertig. Ja. Wir machen es uns einfach. 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Grüßerchen, Leute. Das schmeckt nach Derby-Sieg. Ja, das schmeckt sehr, sehr lecker. Ja, wir hatten ja schon gesagt, dass es nochmal in Bezug auf unsere letzte PK, dass es da tatsächlich Leverkusener und im Übrigen auch Gladbacher gab, die gesagt haben, das war doch alles halb so wild. Ja. Alles im grünen Bereich. Da möchten wir auch an dieser Stelle nochmal ein Lob aussprechen. Das fanden wir richtig klasse. Danke dafür. Sehr, sehr geile Geschichte. Ne? Auf ein geiles Derby und wir sehen uns wieder beim nächsten Video der Schande.